Bolz gezeigt! Liebe Leute, wir waren in der Unterwasserbasis von Team Nachtschattenstäblim. Hier werden die Con-Minis produziert. Was passiert eigentlich, wenn ich mit euch rede? Können wir dann kämpfen? Der Wächter schläft praktisch schon. Der Wächter? Er sieht ziemlich überarbeitet aus. Der Wächter? Wächter von was? Der Wächter schläft praktisch schon. Ah, sagt das Gleiche. Was sagst du? Du sagst es auch. Der Wächter? Kriegen wir hier einen fetten Boss? Aber das ist doch nur die Basis von denen. Oh! Finden wir den Boss? Den Big Boss? Na, der ist ja weggeflogen, gell? Scheiße. Was macht ihr da? Albert. Ich habe die Blaupausen der unglaublichen Maschine von diesem Pilzkopf hier. Oh, hallo, hilf mir mal. Ich bin das Albert. Der Typ hier will mich verprügeln. Ihr hinterhältigen Ranger, vielleicht kommt ihr mir nicht davon. Albert, du steckst da wirklich mittendrin, Alter. Das ist so dumm, wirklich. Erst beim Phantimos-Fight. Keine Ahnung, ob sie überhaupt attackiert, aber schaut irgendwie gerade nicht so aus. Ist jetzt die Frage, Albert überhaupt checkt, was er da für Scheiße fabriziert. Ich hasse es, das zuzugeben, aber ich bin heute einfach nicht in Form. Professor Albert, wenn sich die Chance ergibt, hauen Sie ab. Professor Albert direkt? Junge, der Typ ist maximal 12, so wie wir. Und Rhythmia möchte ich noch mal kurz erwähnen, ne, Cyber? Mare. Du kennst den Kleinen hier? Natürlich kennen wir uns. Mare und ich waren in derselben Klasse auf der Schule. Mare ist ein Ranger geworden, während ich jetzt Wissenschaftler bin. Aber wir arbeiten beide gleich hart. Moment mal, was geht hier vor? Ein Schüler der Ranger-Schule arbeitet im Versteck der Nachtschatten? Was soll das? Ja, das ist Herr Toleros Schuld. Er haut ja Albert unter seine Fittiche genommen. Wir stecken mitten in ihrer Geheimbasis. Jetzt ist keine Zeit zum Quatschen. Dieses Kind nehmen wir mit zur Ranger-Vereinigung. Professor Hastings wird sich bestimmt darüber freuen. Wenn wir ein Kind mitnehmen? Oh mein Gott, Professor Hastings. Echt? Ich darf Professor Hastings treffen? Ich komme mit. Bitte nehmt mich mit. Scheint mir als Dallas selber nicht ganz wohl zu fühlen hier. Die Arbeit hier ist ganz in Ordnung. Es gibt jede Menge Bücher und die Leute sind nett. Okay. Aber die Ranger-Vereinigung, das ist schon eine starke Versuchung. Solange ich mich in die Forschung stürzen kann, würde ich überall mitgehen. Aber bevor ich gehe, würde ich gern noch Herrn Tolera auf Wiedersehen sagen. Ich denke, das schulde ich ihm. Nein, Alter, lass den Keck in Ruhe. Herr Tolera müsste auf der untersten Ebene sein. Wäre es in Ordnung, wenn ich mich von ihm verabschiede? Nein, kein Problem. Ich denke, wir werden diesem Tolero zusammen einen Besuch abstatten. Man soll ja schließlich höflich sein. Die unterste Ebene, richtig? Ja, wir fetzen heute runter und dann klatschen wir dem. Lol, als ob man da nicht vorbeikommt. Ach, Game Design, Leute, Game Design. Dann klatschen wir Herr Tolero wieder. Gehen wir hier in die unterste Ebene? Du kannst dich ja aufmachen, ja. Oh, wo wir gerade dabei sind. Wollt ihr das neue Forschungsprojekt sehen, an dem ich gerade arbeite? Es ist etwas, das ich sogar vor Herrn Tolero geheim gehalten habe. Oh, ich versuche aus grässlichem stinkenden Substanzen ein Parfüm zu entwickeln. Das hier ist mein Labor. Es stinkt, aber es ist wissenschaftlich. Genau wie die Materie, die mich fasziniert. Du machst also sogar deine eigenen Dinge. Das ist jetzt einfach nur dafür da, dass wir einen Skunktank mitnehmen. Gehen wir davon aus. Was anderes können wir nicht vorstellen. Ich glaube, wir müssen jetzt an den Spot, wo Weilmar rübergekommen ist. Albert, mach halt bitte wieder auf. Hinter dieser Tür ist der Fahrstuhlvorraum. Klingt, als würde sich auf der anderen Seite eine Horde Nachtschatten streiten. Ja. Erinnerst du dich an die Chroma-Ruinen? Wir könnten hier dasselbe machen. Stinkende, aber wissenschaftliche Methode, sie da rauszutreiben. Ja, okay, exakt. Aha. Hier, deswegen ist dieser Schacht da. Ich hab's schon immer gewusst. Mir ist dieser Schacht gleich komisch vorgekommen. Und jetzt schicken wir doch den Skunktank rein und dann... Come on! Was macht dieses Pokémon hier? Wie heißt dieses Pokémon nochmal? War es nicht Skunk irgendwas oder so? Es hat sich umgedreht und wackelt uns mit dem Hintern zu. Ist das nicht niedlich? Ja. Es hat uns erwischt. Meine Augen, sie brennen. Einfach die stinkt die Attacke. Du hast mir wieder gute Dienste erwiesen. So, wir müssen nach unten Herrn Tolera auf die Fresse geben. Mal wieder. Und dieses Versteck ein für alle Mal zerstören. Der Streich, den wir den Jungs vorhin gespielt haben, war klasse zugegeben. Aber, gehen wir jetzt nicht ein bisschen zu weit? Herr Toleros Quartier ist am Ende dieses Ganges. Aber der Weg wird von 3 Sektionen mit Hochspannungsbodenplatten blockiert. Jede wird von einem eigenen Generator mit Strom versorgt. Ihr könnt nicht durch den Gang, solange die Generatoren in Betrieb sind. Alter, warum eigentlich?
Oh mein Gott, was kommt denn jetzt für ein Rätsel? So, das heißt, wir haben 3 Generatoren. Oh, Kani! What? Du kommst Instant Meet mit mir. Au, bist du ein fettes Viech. Feuersturm erstmal ersetzen. Bumm. Wunderbar. Nice Pokémon. Du wärst heftig wie Brandhom. Brand 4. Na, da habe ich nichts auf der Liste. Nur Brand 5. Ah, der erste Generator. Haha. Professor, haben Sie uns verraten? Ich weiß nicht, was hier los ist, aber es ist meine Pflicht, den Generator zu beschützen. Wir werden aber lang stehen. Die 2 Moterpel kennen uns gar nichts. Oh. Hä? Wie bin ich denn dem ausgewichen, hä? Ich war ja voll drin eigentlich. Oh, ja, okay. Also. Und so. Selbst wenn ihr diese Generatoren hier ausschaltet, gibt es noch andere. Ha! Ja, 3. Das weiß ich schon. Deswegen fangen wir jetzt Luxtra. Machen den ersten kaputt und fangen nur mit Luxtra. Und damit geht der erste Generator kaputt und wieder Luxtra mitnehmen. Ganz nebenbei hören wir uns nochmal ein Level-Up ab. Level 32. Warte, war doch Power plus 10? Habe ich das richtig gesehen? Doch, das war halt dabei jetzt leider ein bisschen schnell. Nein, das sehen wir dann erst im Schnitt. Oh! Wie hörst du nur? Du bist der Starter. Gewaldro. Aus Höhen. Aus der 3. Generation. Oh, hey, das war ein Schneerfang. Was hast du denn drauf? Zerschneiden irgendwas? Zerschneiden 3. Okay, da ist das erste Ding. Oh, lol. Da können wir nicht mehr durch. Wow, also der erste Generator hat nichts gebracht. Gut. Wie machen wir weiter? Den blauen Schalter. Und dann gehen wir nach oben. Da muss jetzt der nächste Generator sein. Hi. Ja. Was, Professor? Die wollen sie entführen. Ich werde sie retten. Das Problem ist, dass Albert recht naiv ist. Und einfach nur seine Forschungen machen möchte. Und, Alter. Und er meint, egal ist für wen, Hauptsache er kann sein Zeug forschen. Mann. Alter, seid ihr Assis. Komm, 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 komm. Bam. Ich verstehe gar nichts mehr. Und der 2. Generator ist weg. Und den 3. okay, wir jetzt auch mit Leichtigkeit hier. Weil jetzt rechts die 2. Bodenplatte weg ist. Wir kommen beide nach oben. Holen uns Luxtra für unten links. Dann ist, genau, der obere Weg frei. Kramsef. Oh, Kramsef. Und hier genau der gleiche Spaß nochmal. Niemand braucht Kongigas mehr. Die sind so lästig, groß und schwer. Konmini heißt der letzte Schrei, so leicht und leistungsstark dabei. Ein großer Mann schuf Kongiga, ein Typ aus Altrus Spitzenliga. Okay, jetzt geht's los. Damit haben wir die Bestätigung. Altro GmbH und Team Nachtschatten hängen zusammen. Doch der uns Konmini brachte, ja der dieses Gerät erdachte, gegen den wir nur Zwerge sind, war selbst ein recht seltsames. Warum muss mich eigentlich immer jemand stören, wenn ich unser Firmenlied rappe? Rappe? Ich war ja gerade vorher am Trällern und dann sagt rappen? Okay, das nächste Mal kann ich ja rappen. Warte mal. Ja, scheiß drauf. Boah. Bam, bam, bam. Der war saftig. Das macht mich hier alles echt fertig. Luxra, do your job. So. Und jetzt klatschen wir Herr Tolero. Die dumme Sau. Was ist hier los? Ein Bosskampf? Ah, okay. Hey, warte bitte mal. Diese Tür dort ist der Notausgang. Er führt direkt zum Oberdeck hinauf. Nachdem ich Herrn Tolero Tschüss gesagt habe, werde ich ihn öffnen, damit wir schneller rauskommen. Okay. Machen wir das. Also praktisch Quick Escape. Hey, schon wieder diese Ranger. Aber warum ist der Professor hier? Naja, das Walmer sollte jetzt sowieso schon beim Boss sein. Er kommt zu spät. Ganz ruhig, lass die Fangkampfs stecken. Wir sind nicht mehr im Dienst. Ich habe überhaupt keine Lust zu kämpfen. Wir haben gelogen und behauptet, dass Walmer wäre das neue Weilord Mini. Ich frage mich, ob die was gemerkt haben.
könnte Erholungsurlaub gebrauchen. Vielleicht mal einen Berg besteigen. Das hätte doch mal was. Okay, geil, die haben einfach schon keinen Bock mehr. Na gut. Dann der wir erstmal aufladen. Wenn das nicht ein Bossfight wird, dann weiß ich auch nicht. Bodo. Weißmehl. Ich bin es, Bodo. Ich rufe dich wegen der Gelbgemme. Du erinnerst dich? Große Kristall, gelb. Oh, ich hab grad Bodo irgendwie furchtbar verwechselt. Hoppla, ich hab mein bis US, aber das macht keinen Sinn. Wir sind doch befreundet, ja? Du kümmerst dich darum, okay? Okay. Weißt du, ich erinnere mich gerade, ich habe dann noch eine wichtige Vision zu erledigen. Kommst du zur Ruberwüste? Jetzt, bitte. Schnell, jetzt gleich. Hä? Bodo? Er hat Vision statt Mission gesagt. Veralbert er uns? Ist ihm das mit dem Top Ranger zu Kopf gestiegen oder was? Keine Ahnung, was da los ist, aber du siehst besser zu, dass du in die Ruberwüste kommst. Nachdem wir das Walmer gerettet haben, versteht sich. Okay, perfekt. Ich habe schon gemeint, dass wir jetzt zurückholen. Alter, das schaut aber schon geil aus hier unter Wasser, Mann. Stell dir mal vor, sowas zum Bauen. Aber nur gestört. Das hier ist Toleros Quartier. Bist du bereit? Ja. Viel Spaß mit der Überlänge auf dem Part übrigens. Ja, so nämlich. Dann wollen wir uns mal vorstellen. Wir kennen uns bereits. Aber ja. Oh, der schaut jetzt fancy aus da drin. Was genau hat das zu bedeuten? Wie sind die auf die Idee gekommen, einen Walmer zu fangen? Oh nein, Kapitän, so ist es gar nicht. Nach Angabe der Marineeinheit ist dies kein Walmer, sondern ein Walmer Mini. Das Einzige, was hier Mini ist euer Hirn. Ihr habt euch von so einer lächerlich offensichtlichen Lüge einwickeln lassen? Das ist nicht mehr als ein einfaches Walmer. Ihr habt ernsthaft geglaubt, dieses winzige Ding könnte unsere Frachter ersetzen? Die haben also über das Walmer Mini gelogen. Dann wundert es mich nicht mehr, dass ich nie zuvor von so einem Pokémon gehört habe. Ich bringe nicht mal mehr Energie auf, mich darüber aufzuregen. In meiner ganzen Karriere hatte ich noch nie mit meinen Untergebenen Glück. Mein Versprechen, euch zum Hauptquartier mitzunehmen? Das könnt ihr euch jetzt abschminken. Wer da? Bitte sagt mir, dass ihr ein echtes Wallet gefangen habt. Na Bitch, wir sind's wieder. Nicht du schon wieder. Und Professor Albert ebenfalls. Ihr wollt Professor Albert entführen? Aber nein, Herr Tolero, das stimmt nicht. Sie entführen mich doch überhaupt nicht. Sie haben mich in die Ranger-Vereinigung eingeladen. Ich darf Ihr Forschungslabor besuchen. Herr Tolero, erinnern Sie sich nicht? Das ist doch Mara aus der Nachbarklasse. Erinnern? Wie könnte ich jemals vergessen, was dieser Ranger mit unserem Frachter angestellt hat? Und was zum... Hey! Du da, mit dem Hut! Die Datendisk in deiner Hand, die enthält doch unsere Blaupausen. Was hat das alles zu bedeuten? Nicht nur ein Professor, sondern auch noch unsere Entwürfe? Steht da nicht nur rum, ihr Narren. Nehmt sie ihn wieder ab, mit Gewalt. Ei, Captain. Jetzt gibt's einen Fight. Wie jetzt? Ihr wollt die Pläne für eure unglaubliche Maschine zurück? Es wäre unglaublich, wenn ich das zuließe. Diese Trottel gehören mir. Du knöpfst dir den Chef vor, Mare. Alles klar. Da wären wir wieder. Rematch. So. Squawkrow. Okay. Oh mein Gott, das war einfach nur dumm. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ein Rematch kriegen. Aber gut. Ja, okay, ich mache mal lieber normale Kreise. Da komme ich ein bisschen besser klar jetzt. Ich hoffe, du hast mehr zu bieten, diesmal Herr Tolero. Letztes Mal hat Urs an dir versagt. Aber wir haben das ganze Grotbong. Wie schaut's jetzt aus? Hast du eine Chance gegen uns? Doubt it. Die Bautreffer, die wir bisher gesteckt haben, die jucken uns nicht.
Das sind nur Kratzer. Jetzt müsste da vielleicht gleich noch mehr eine neue Phase kriegen. Ein bisschen aggressiver werden. Oh, neue Attacke. Oder was ist das, neue Attacke? Oh, jetzt hat er einen Rage-Mode. Ja. Ja, die letzte Phase ist gemein. Oh ja. Die letzte Phase ist wirklich gemein. Ja, jetzt macht die das wieder. Komm. Alles gut, alles gut. Der Sound beeinflusst uns nicht. Okay, vielleicht beeinflusst uns jetzt doch. Oder sind wir Bolzzorn? Sind wir Bolzzorn? Ich habe kein Pokestecker-Ex jetzt und ich bleibe dabei. Puh, die Challenge, Leute, ist real. Wir zocken Balls. Oh, jetzt wird's kritisch. Scheiß drauf. Ich mach weiter. Ich riskier's. Bolz gezeigt! So nämlich. Yep. Bei Skorgro war jetzt stärker. Sagen wir mal so. Und sogar S-Rang. Bam. Großes Level up. Wir haben es in Hallen gebracht. Wir haben keine Pokestärken gebraucht. Genau so, Leute, zockt man nämlich die Balls. Ihr seid viel zu spät gekommen. Und das sage ich nicht aus Trotz. Die unglaubliche Maschine aus diesem Blaupausen ist bereits zu 99% fertig. Wenn der Boss die unglaubliche Maschine einschaltet, wird Team Nachtschattens Zukunft in den Farben der Dunkelheit erstrahlen. Ich habe dies alles möglich gemacht. Team Nachtschattens Zukunft ist auf meinen Opfern gebaut. Ich habe es ermöglicht, indem ich an der Ranger-Schule als Lehrer aufgetreten bin und ein Wunderkind rekrutiert habe. Ja, ein Genie von der Art, wie es nur einmal in 100 Jahren geboren wird. Dieses Wunderkind ist natürlich Albert. Für diese Leistung hat der Boss endlich zugestimmt, mich zu einer Führungskraft bei Altro zu ernennen. Ja, Altro. BOM! Was war das denn? Hat ein Frachter die Plattform gerammt? Es ist ein Weilord! Ein Weilord rammt unsere Basis! Ja! Ein Weilord? Versucht es, unsere Basis zu zerstören? Ich verlasse die Basis. Für mich steht zu viel auf dem Spiel. Ich bin ein Mann mit Zukunft. Ich bin viel zu bedeutsam, um hier mit euresgleichen zu ertrinken. Meine Schergen und Albert, seht zu, wie ihr hier rauskommt. Sucht euch selbst einen Ausweg. Wow. Aber Captain... LOL? Herr Tolero, die unglaubliche Maschine, es stärkt nicht die Freundschaft zwischen Pokémon und Menschen. Alles ist im Eimer. Dieses Girl von einem Ranger hat gewonnen, die Blaupausen sind weg. Der Professor ist an die Ranger verloren. Es ist extrem eng hier drin. Meine Ohren klingeln. Hey, du Pfeiler, aufhören! Das ist doch kein Fußball! Na, sieh mal an, unser Captain ist ein Unterwasserclown geworden. Wir haben irgendwie nie viel Glück mit unseren Bossen, was? Gut. Ja, aufhören, bitte, verschone mich! Ich habe meine Pillen gegen Seekrankheit nicht genommen. Und das kleine Weimar hinterher. Ja, wir müssen hier raus! Es hätte gar nicht besser laufen können. Ich werde per Voice mit Bezirksranger anfordern, die zurückgelassenen Pokémon retten sollen. Ich habe die Blaupausen. Du hast das Weimar befreit. Und nicht nur das, Professor Albert
konnte Tolera auch noch Tschüss sagen. Ich glaube, wir haben nichts übersehen. Mission geschafft. Stark. Aber die Basis muss trotzdem vernichtet werden. Wir haben Informationen gekriegt. Wir wissen jetzt eindeutig, dass die Altro GmbH im Prinzip Team Nachtschatten ist. Es ist aber zu früh für Jubel. Diese unglaubliche Maschine von denen scheint ja fast fertig zu sein. Uns läuft die Zeit davon. Ja. Wir gehen durch den Notausgang nach oben. Muss einen Voicemail an die Vereinigung rausschicken. Schnell, schnell, schnell. Wir wissen ja immer noch nicht, was die Maschine genau bewirkt. Perfekt, jetzt sind wir wieder oben. Ich verstehe, Cyber, das war eine extrem bedeutsame Meldung. Altros Unterseeölfeld ist also zum Versteck der Nachtschatten geworden. Es ist einfach unmöglich, dass die Altro GmbH nichts davon gewusst hat. Die Verbindung zwischen Nachtschatten und Altro, Toleros Bezug auf Professor Albert. Die Wahrheit hinter all dem bleibt in tiefster Dunkelheit verborgen. Apropos, ich habe gehört, Professor Albert ist derzeit recht niedergeschlagen und still. Ich könnte mir vorstellen, dass er endlich seine Situation zu begreifen beginnt. Wir müssen dringend mit ihm sprechen. Wir brauchen ihn hier. Nebenbei, und ich entschuldige mich dafür, dies über Voicemail zu tun. Mare, ich befördere dich hiermit in den Ranger-Rang 8. Und was kriegen wir dafür? Poweraufladung deines Funcoms wurde um eine weitere Stufe erhöht. Wait, ich kann jetzt zweimal aufladen? Das ist crazy. Und es dauert aber ewig. Von jetzt ab fahre bitte mit deiner Mission bezüglich der Gelbgemme fort. Jawohl, mach mal. Ich bringe Albert zur Vereinigung und lasse mir ein paar Pläne durch den Kopf gehen. Mare, du machst in der Haruba-Wüste weiter und suchst Bodo. Ich bringe dich auf meinem Boot hin. Du hast ein eigenes Boot? Du bist ein Top-Ranger von Bonzen-Niveau. Ich gebe Vollgas, 60 Knoten. Ich hätte vielleicht gerade noch gern gespeichert da übrigens. So, jetzt passiert aber nichts mehr zwischendurch. Jetzt haben wir in der Haruba-Wüste. Harubadorf. Oh. Neues Gebiet. Ich bin so gehypt, wie das ausschaut. Viel gelber könnte der Himmel gar nicht sein. Ziemlich übler Sandsturm. Ich war schon oft in der Haruba-Wüste, aber so schlimm ist es noch nie gewesen. Ich fahre dann mit Albert wieder zur Vereinigung. Du passt auf dich auf, Mare, klar? Viel Glück. Wunderbar. Epic. Oh, hey, du geht's direkt weiter. Mono. Willkommen in Haru... Tut mir leid, ich habe es an den Mund bekommen. Willkommen in Harubadorf. In der Haruba-Wüste sind Sandstürme überhaupt nichts Seltenes. Aber es ist sehr selten, dass das Dorf so schlimm von einem erwischt wird. Ah ja, cool, dann wissen wir das jetzt auch. Ist doch jetzt der Speicherpunkt? Komm schon, Leute. Soweit, bitte, Leute. Ich muss hier speichern. Ja, okay, Leute. Aber wenn du jetzt kein Speicherpunkt ist, warum auch immer, Leute, gibt's den doch einfach. Dann muss ich eben dieses Speichern im Inventar da drin machen. Okay. Es war sehr ereignisreich. Es geht episch weiter. Wir haben einige Informationen gekriegt. Die nächste Folge findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.